Bereit für ein Experiment? Leben auf einem alten Hof fast wie in alten Zeiten? Dann willkommen hier bei Brannenburg auf dem Guckhof. Warum der so heißt, verraten uns gleich Lisbeth Fischbacher und Daniel Hoheneder. Beide ein Paar, beide Architekten und beide haben den Hof gepachtet, restauriert und wohnen darin seit 2018. Es war schon ein anderer Mensch mal da, der irgendwie gemeint hat, das kommt vom Kuckuck. Glaube ich jetzt eher nicht, weil der kommt zwar, aber der kommt woanders auch hin. Also ich denke, dass es von diesem Ausblick kommt. Wir haben auch Blickbezüge zum Bedersberg rüber, zu der alten Kirche und nach Flinsbach runter und eigentlich bis nach Neubeuern rüber. Also das war schon ein strategischer Punkt, sage ich jetzt mal, wo man irgendwie so ein bisschen Blickbezüge hat, die wichtig sind. Lisbeth liebt den Ausblick. Sohn Josef staunt. Der Guck, wie der Hof oft genannt wird, ist einer der ältesten Höfe Oberbayerns. 1542 erbaut, immer wieder erweitert und sehr geschichtsträchtig. Er ist der Stammhof der Dienstenhofers, eine Familie, die einst hier wohnte und mehrere bedeutende Baumeister der Barockzeit hervorbrachte. Und nun wohnen hier wieder Meister ihres Fachs. Die Architekten Lisbeth und Daniel haben den Hof so fein restauriert, dass sie dafür den Oberbayerischen Denkmalpreis bekamen. Der Guck ist ein Einfirsthof, typisch für die Region. Wohnteil und Stall sind unter einem Flachsatteldach untergebracht. 1786 wurde er nochmals erweitert. Darauf weist die Inschrift über der Tür hin. Er ist ein Mittelflurhaus. Das heißt, die Haustür ist mittig zentral an der Giebelseite. Dass heute keine Industriefenster eingebaut sind, dafür haben Lisbeth und Daniel gesorgt. Die beiden kamen ursprünglich als Architekturstudenten hierher, um für ein Studienprojekt die Bauforschung vom Hof zu machen. Dann kam die Frage auf, ob sie ihn pachten und restaurieren wollten. Mei, sie hatten wenig Geld, aber viel Gespür für das alte Haus, da konnten sie nicht Nein sagen. Also es ist einfach ganz selten, dass man was findet, was so dicht überliefert ist. Also wo einfach Ausstattung, Fenster, Putze, Oberflächen, all das, dass das einfach noch so stimmig da ist, das ist dann eigentlich ein bisschen wie so eine Zeitkapsel, kann man sagen. Also das ist, an so einem Haus kann man spüren, wie die Zeit vergeht. Da sieht man die historischen Betten, die Inschriften. Das erzählt alles von den Menschen, die gekommen sind und wieder gegangen sind, und geblieben ist das Haus. Na, da wird man fast andächtig bei so einem Schlafzimmer wie aus vergangenen Zeiten. Von wegen modernes Doppelbett. In diesen Betten vom Hof, über 200 Jahre alt, schlafen Lisbeth und Daniel heute. Und wie ist das so? Naja, man gewöhnt sich an vieles vielleicht. Und weil die sind schön breit, dafür sind sie halt nicht besonders lang. Das ist halt so für Menschen mittlerer Größe gerade noch so einigermaßen geeignet. Für Menschen kleinerer Größe ist alles bestens. Josef ist gern hier oben, wo man sich noch unter uralte, handbehauene Holztürstöcke duckt und ein sanftes Licht die kühlen Räume romantisch beleuchtet. Ein Stockwerk tiefer stehen wir in der Hausmitte in einem breiten Flur mit der Eingangstür. Als Mittelflurhaus hat der Guck eine klare Struktur. Also das ist jetzt der ganz typische Mittelflur, so wie wir den eigentlich hier bei den Höfen in der Region kennen. Da geht es einmal in die Stuben- und Küchenzone, also meistens Südosten ist die Stube, dahinter die Küche, und dann auf der anderen Seite gibt es dann die Kammerzone, beziehungsweise da gibt es Stüberl und dahinter dann nochmal eine Kammer. Jetzt geht's in die gute Stube. Was wir hier natürlich sehen, ist so auch das ganz Klassische, was leider nicht mehr so oft erhalten ist, aber hier zumindest zum größten Teil noch erhalten war, ist die Ofenbank, die einmal komplett um den ganzen Raum rumgeht, auch um den Ofen rumgeht. Und wenn man jetzt die Sitzplätze so ein bisschen abzählen würde, dann kriegt man da wirklich im Prinzip eine Fußballmannschaft locker unter, wenn nicht sogar zwei.
Also wenn die eine Mannschaft an der Außenwand beim Herrgottswinkel sitzt, hat sie es kühl. Und die andere, die beim gegenüberliegenden Kachelofen mit seinen alten Napfkacheln hockt, hat es warm. Am wärmsten ist es in der Küchenstube nebenan. Hund Mumi hat den besten Platz. Ein Heizherd ist die zentrale Wärmequelle fürs ganze Haus. Sehr einfache Haustechnik gehört zum Konzept des Hauses dazu, dass wir uns eigentlich von Anfang an immer damit auseinandergesetzt haben, wie viel braucht so ein Haus eigentlich, was ist jetzt so einem uralten Bauernhaus eigentlich auch angemessen an Technik, an Komfort oder beziehungsweise wie viel Komfort in unserem heutigen Verständnis brauchen wir eigentlich tatsächlich. Wo Lisbeth jetzt einschürt, war bis in die 50er Jahre eine Rauchküche mit offenem Feuer. Das war ein Kreuz. Apropos. Ja, das Kreuz, das gehört auch zum Haus dazu. Der war abgefallen und der hat einen Arm verloren gehabt und den Arm habe ich wieder angesetzt und ich weiß nicht, ob man das sagen darf, ich habe ihn auch wieder ans Kreuz geschlagen. Aber auf jeden Fall, jetzt hängt er wieder hier in der Küche und wacht hoffentlich ganz gut über das Haus. Ja. So, und das ist jetzt das Bad geworden. Altes und Neues gut kombiniert. Und dazu noch eine Fußbodenheizung. Da waren eben Architekten am Werk, und zwar richtig gute. Die Philosophie dahinter? Wir versuchen mit all dem zu arbeiten, was schon da ist, das zu respektieren, was da ist und eben dann die Lösung zu finden, die das Neue mit dem Alten zusammenbringt, ohne dass sich das Alte dadurch irgendwie verändern muss oder weg muss, weil es einfach im Weg umgeht. Stichwort Restaurierung. Wer sitzt da? Die Mama. Die Mama. Ein Wahnsinn, oder? Das waren ganz viele besondere Momente, wenn man einfach wieder irgendwas entdeckt hat oder einen Kasten aufgemacht hat und weiß, der war jetzt 40 Jahre vielleicht verschlossen und jetzt schaut man mal, was ist denn da drin oder war noch was drin? Also das ist so ein bisschen mit Ehrfurcht verbunden, würde ich jetzt mal sagen. 7 Jahre Sanierung, 7 Jahre Plackerei. Mit Höhen und Tiefen. Das Fazit der beiden am Ende? Der Guckhof ist unser Gesellenstück und unser Meisterstück kommt noch. Das wird woanders sein, wird auch ein herausragendes Denkmal sein und wird, wenn alles klappt, in Kürze starten. Denn die junge Familie wird den gepachteten Guckhof und ihr bisher geglücktes Experiment aufgeben müssen. Eigenbedarf. Doch sie schauen nach vorne auf ihr nächstes Projekt, ihr kommendes Meisterstück. Wo, verraten sie noch nicht. Wir sind gespannt.